Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Donnerschlag, Februar 2024. Von der Ann Deppen, Leitungsteam-Mitglied. Getragen sein, bist du getragen? Sommerzeit, Ferienzeit, so war es auch im Leitungsteam. Etwas zeitversetzt genossen die einen den Norden, die anderen den Süden und wieder andere genossen die Tage in der näheren Umgebung. Ein ganz mutiges Leitungsteammitglied hatte sich sogar der Herausforderung gestellt, die Gummistiefel mit Klebeband an den Regenhosen fixiert und reiste nach Wacken. Selbstverständlich nur, um Inspiration für die Metal Church zu erhalten. Ihr seht, dem Leitungsteam war kein Aufwand zu groß. An diesen Gedanken hat uns das Leitungsteammitglied Nadine Zurbrück im August Thunderstrike teilhaben. Ja genau, ich war das mutige Leitungsteammitglied, das sich den wacken Herausforderungen gestellt hat. Anfang August habe ich mich zusammen mit einer guten Freundin nach Wacken aufgemacht. Ein kleines 2000 Seelen, ein Mekka für Menschen, die Freude an der harten Stromgitarre und wummernden Schlagzeugmusik haben. Für Aussenstehende sind die grösstenteils schwarz angelegten, mit Nieten und langen Haaren und Bärten auftretende Gesellschaft ein bisschen abschreckend wirken. Den harten Kerlinnen wird oft Aggression und Gewaltbereitschaft nachgesagt. Allerdings erlebe ich gerade dort viel Wohlwollen, gegenseitige Toleranz, aber auch viel Mitgefühl und Feingefühl. Das Mal sind wir auf ein verregnetes und durchnässtes und total verschlammtes Festivalgelände gekommen. Stiefel und Regenanlegung war unabdingbar. Und die Vorfreude von rund 25'000 Metallerinnen und Metaller ist leider abrupt betrübt worden. Wegen der wetterbedingten Lage ist der Zugang aufs Gelände gestoppt worden. Etwas, was es in der über 30-jährigen Geschichte des Wacken noch nie gegeben hat. In den folgenden Tagen hat es ganz viele Konzerte auf diesem riesigen Gelände. Und das Warten durch diesen Match war eine ganz grosse Herausforderung und man musste eine sehr gute Strategie haben. Hat die gefällt, hat es vorkommen, dass man bleiben stecken, einen Stiefel hat verloren oder gerade in die Knie gegangen ist und allein gar nicht mehr rausgekommen ist. Aber wie das unter Metallerinnen und Metaller ist einem gerade sofort geholfen worden. Egal, ob man sich kurzerhand gerade an jemandem hat festgeklammert oder ratlos einen Moment bewegungsunfähig dagestanden ist. Zack, sofort waren helfende Hände vor Ort. Und in dieser Zeit habe ich nie ein Gemurr oder ein Gemotz gehört. Im Gegenteil. Hier ein Schwatz oder dort ein anerkennendes Lächeln, wenn zum Beispiel dem Gegenüber dir dein Bandshirt gefallen hat. Oder ein Fachsimpeln, gerade über die aktuelle Band. Egal wie alt du bist, wie du aussiehst oder welchem Geschlecht du zugehörst. We are family. Ich habe mich getragen gefühlt und sehr wohl. Überhaupt habe ich das Gefühl in der Metal-Szene immer wieder. Sei es an einem Konzert oder an Festivals oder besonders auch bei uns in der Metal Church. Wo fühlst du dich getragen? In der Familie, bei Freunden, im Job, in einem Verein? Für das persönliche Wohlbefinden und Gesundheit ist das Gefühl vom Getragensein notwendig und schafft Vertrauen. Und wo fühlen wir uns sonst noch getragen? Im Glauben, bei Gott, Jesus. Im Glauben zu Vertrauen finden, dass Gott für uns da ist und uns trägt, egal wo wir im Leben gerade stehen. Manchmal fühlen wir uns allein und erleben Gott weit weg. Möglicherweise hadern wir in dieser Zeit mit dem Schöpfer. Aber da gibt es auch die Momente, wo wir Gott sehr nahe erleben und uns trägt und gestärkt fühlen. Wo stehst du im Moment? Fühlst du dich getragen? An dieser Stelle möchte ich mich mit dem Psalm 91, Vers 11-12 verabschieden. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Ich habe jetzt hier noch eine Geschichte von der Margaret Fishback Powers zum Thema Getragen sein. Spuren im Sand.
Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichten gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als ich das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du für mir versprochen, auf allen Wegen mit mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie alleine lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.